andere Plätzen am Land. De Joseph, als ein Mr. Science, soll dir Lohnerenker Mat an Kanalisation. Aber weis dir schwer genehm mit dem Wasser geschieht, dat man alldach an de Lavabo oder Toilette schütten. Joseph! Da sind dir! Den Olivier, der sitzt du innen am Kanal. Am Do geht das Wasser auch hin, wenn ich auf diese Knäpfchen drücke. Was da in der Weg genau passiert, weiß ich heute an meinem Experiment. Weil ich aber selber nicht an die Toilette ranpassen, habe ich mir die Hilfe geholt von dieser kleinen Mr. Science Eat. Und die schicken ich auf die Reise. Oh oh, Mr. Science, dann aus den Indiolo aber fort. Ja, die schwimmt durch innerirdische Reher bis an die Kanäle ran. Und da gehen wir mal gucken. Da sind ich aber lo gespannt, wo du dann do raklamme musst für den Int rumzufahren. Moin Claudio, Moin, kannst du mir helfen? Ja, kein Problem. Okay. Hey, Moment. Ja? Sag nun dort. Joseph, okay. so einfach geht das ja aber auch lorem nicht. Für dich muss ich sich aber mal den Sicherheitsvorschriften noch undoen. Ah jo, Sicherheit geht für. Ma ja dann, Mr. Science, viel Spaß beim Sichen an. Hoffentlich beginnst du keiner Rat. Ich weiß es nicht so richtig, Joseph. Ich meine, hier findest du wirklich nicht den Intrick. Hey, Mr. Science! Was müssen du denn? Was ist denn mein Int? Komm mal rup. Das ist Rehwasserkanal. Du findest den ihn nie. Aber weil der richtigen Aufwasserkanal zu klein aus für ranzuklammen, muss die Gemeinde einen Roboter mit Kamera herausschicken. Das wird mit einem Joystick gesteuert. Hier an der Kamionette kann ich beim Ekran gucken, was am Kanal passiert. Der Claudio aus seiner Equipe gesehen hat, wenn der Kanal futti oder verstopft ist. Und das geschieht, weil Leute Tampon, Plastik oder Enten an die Toilette gehauen. Gell, Mr. Science? Ja, pardon, ich weiß. Aber ich verspreche dir, ich hole sie da noch raus. Hey, du hast sie! Dann hast du aber noch Chance. So, und wo die hier schwimmt, das guckt mich hier auf diesem Plan. Der fuhr mal noch. Tja, Joseph, so sehr geht das auch nicht. Der Weg bis bei der Kläranlage, das hat 10 Kilometer und dafür dauert es. Ah, da könnt sie! So, da gehen wir schnell gucken, wie es weitergeht. Das erste, was an einer Kläranlage passiert, ist Träschen. Aber bei diesem Reich gehen alle gut die Großsachen rausgefiltert. So zum Beispiel Großstücke Holz oder eben auch Eisinten. Hoffen wir just, dass Eis in der Lohai dabei ist. Dunno lief Wasser an das echt große Becken. Und das ist der Sandfang. Du setzt sich der Sand innen auf, an den Urlösch, der schwimmt oben und da können die zwei Sachen getrennt gehen. Und das passiert an diesem ersten grossen Bassin. Von da aus geht es dann an den nächsten. Hier an diesem Becken gehen die Essensreste an auch der Kacke, den am Wasser gelöst ist, verdaut. Und die Verdauung die wird von Bakterien gemacht, auch wie die Bakterien gut können schaffen, bloß immer Sauerstoff von innen an den Becken. Und dadurch entstehen die Sprudeln hier. Das ist also das Lastbecken. Und hier wird es so nicht gemacht, wie das Wasser rohe stogelos. Dabei kann der Rest vom Bulli auf den Boden aufsenken. Die wird zurück an das Zweitlastbecken gefeuert. Und das Wasser oben drüber ist proper. Und das kann nur an den Fluss fließen. Und hier fließt nur das proper Wasser zurück an den Bach. Und ich hatte hier für drunten beim Reich mit Int gerettet. Und die checken ich auf den Weg Richtung Rotterdam. Tja, da warst du den Intolo definitiv los.